Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, ihr seht schon an den Logos. Ich beantworte eure Kommentare zu meiner Spielanalyse, zum Spiel gegen Mainz und auch zu der Pressekonferenz. Das nehme ich mit rein, weil so viele Kommentare sind es noch nicht. Normalerweise warte ich immer so bis Mittwoch meistens. Da wir aber morgen schon wieder spielen am Dienstag, muss ich das leider heute schon machen. Und von daher, wenn ihr jetzt noch auf das Video antworten solltet, nach dem Montag, Mittag, dann tut es mir leid, dann werden eure Kommentare leider untergehen. So ist das halt, wenn wir direkt am Dienstag schon wieder Vollgas geben. Ja, von daher würde ich sagen, gehen wir rein in den ganzen Bums. Ich mach das mal ein bisschen größer hier. Zack. Gut. Also, Olo. Punktemäßig bester Start seit 2016/17 und mit der Bank- und Verletzungssorge nehme ich jeden dreckigen Sieg bis zum Winter. Werd mehr von Tuchel verlangen, wenn er eine vernünftige Bank hat und seinen lieben Sechser hat. Joa, kriegst du von mir einen Daumen nach oben. Ich denke auch bis zur Winterpause. Ja, ich habe extra heute grau. So ein bisschen an unserem Fußball angepasst. Ist jetzt nicht der schönste Fußball aktuell, aber ja, wie du schon schreibst, wenn die Ergebnisse stimmen, gibt es relativ wenig, was man vorwerfen kann. Und solange wir einen kleinen Fortschritt sehen und ich denke, ich will jetzt nicht unken, aber vielleicht, wenn Kimmich jetzt mal die Position öfter so interpretiert, wie er es getan hat, ja, dann muss man halt auch mal gucken, was mit der Sechser-Debatte passiert. Also, aber mal abwarten. Aber ja, ich bin bei dir, ein rechter Verteidiger, ein vernünftiger, der auch vielleicht Innenverteidiger spielen kann, muss auf jeden Fall her. Und für mich müsste auch ein richtiger Sechser her. Ich denke, Kimmich kann auch einen guten Achter spielen. Gehe ich jetzt mal von aus, wenn er so diszipliniert spielt, wie er es jetzt getan hat, denke ich, wäre das eine ganz gute Kombi. Und ja, in der Rückrunde verlange ich auf jeden Fall auch, dass ein Harry Kane endlich eingebunden ist ins Spiel. Auch, dass ein Musiala und ein Sané mal ein besseres Verhältnis finden zwischen Eigensinnigkeit und Kombinationsfußball, und ich verlange auch, dass unsere Ecken mal wieder vernünftiger werden. Die waren auch wieder ein graues. Und auch, dass wir vielleicht mal ein paar Flanken ins Spiel einbauen. Aber ja, ich denke, wie du auch schon sagst, wir müssen da ein bisschen Geduld haben. Jimmy Krüger, moin. Kimmich war echt stark. Die Pest- und Chipbälle waren schon echt zum Zungeschnalzen. Das man dann auch mal ruhig feiern. Das kann man dann auch ruhig mal feiern. Würden wir ja bei anderen Spielern auch, wie zum Beispiel an Alonso damals oder Xavi und Iniesta. Ole Mega habe ich als alter Torwart richtig gefeiert, die Parade. Bester 1B-Mann. Sané ist in den letzten Wochen richtig top drauf, aber er muss endlich ein Mann werden. Damit meine ich, wenn es mal nicht so läuft bei ihm, dass er dann nicht wie ein kleiner, buckiger Junge wirkt. Da stimme ich dir voll zu, habe mich gestern echt daran erinnert. Also Rio, weitermachen und die Eier finden dich, die dich zum Mann machen. Grüß das. Kimmich, bin ich voll bei dir. Ich habe ihn auch bärenstark gesehen. Ulle, ja, bin ich auch bei dir. Die Parade war 1A. Und ja, na klar, wenn Kimmich gute Leistungen bringt, ja, dann bekommt er auch die Anerkennung und das Lob dafür. Ja, das Ding ist halt, wenn man ein Topspieler ist und ein Topspieler sein möchte und sich als Topspieler auch darstellt, ja, da muss man halt auch Top-Leistungen bringen. Ne? Und man wird dann halt an diesem Standard gemessen. Und wenn man den dann nicht erreicht, dann wird man halt kritisiert. So ist das halt. Aber wenn er gut spielt, ja, na klar. War bärenstark, hat mir richtig gut gefallen. Also. Und Leroy, ja, stimme ich dir zu. Ich habe es auch nicht verstanden, warum er wieder gewirkt hat nach 20 Minuten wie ein bockiges Kind. Also, weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht, dass er das nicht rauskriegt aus sich. Das steht ihm seiner ganzen Karriere schon im Weg. War schon bei City so, es ist bei uns so. Vielleicht haben wir Glück und es war nur das eine Spiel jetzt, dass ihm irgendwas nicht gepasst hat, wo er bockig war. Ja, Coman hat wieder geliefert. Bedeutet, Coman wird wahrscheinlich nächstes Spiel jetzt wieder über rechts kommen. Das heißt, ein Sané muss wieder über links kommen. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht keinen Bock zu hat und deswegen bockig ist. Wir werden es sehen. Ja, weiß ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. FC Bayern-Fan forever, verdienter und wichtiger Sieg für uns. Wichtiger Sieg auf jeden Fall. Ja, am Ende des Tages auch verdient, aber fairerweise muss man sagen, dass Mainz auch die eine oder andere Chance hatte. Ne? Aber ja, verdient bin ich erstmal bei dir.
Bot, von der Kreativität des Sturms her fand ich Mainz sogar besser. Davis bringt in der gegnerischen Hälfte kaum einen Ball zum Mitspieler, spielt viele gefährliche Situationen raus mit genialem Dribbling und dann verschenkt er den Ball beim Passen. Ganz ehrlich, ich würde gerne mal Guerrero sehen, der kann auch geniale Flanken, ist allerdings auch nicht das Abwehrwunder. Soll ich es nochmal sagen, Cancelo nicht zu holen, war meines Erachtens ein Big Fail. Wenn Leroy zu lamentieren beginnt, dann kann man das Spiel von ihm vergessen. Musiala dribbelt auch aus eigenen Strafraum, was gut aussieht, aber wenn das schief geht, ist das extrem gefährlich. Wir haben gesehen, was die Mainzer da vorne mit dem Ball anstellen können. Ja, bin ich bei dir, dass unser Offensivspiel nicht schön war. Keine Frage. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Zu Leroy habe ich gerade oben schon gesagt, ja, müssen wir nicht drüber reden. Es muss ja abstellen, wenn er das nicht rauskriegt. I don't know, ich weiß es auch nicht. Bisher war er stark. Wie gesagt, wir haken das Spiel erstmal so als kleinen Rückfall in die Vergangenheit ab. Mal gucken, wie es im nächsten Spiel ist. Vielleicht war er einfach ein bisschen pissig von Nationalmannschaft oder was weiß ich. Kann es euch halt auch nicht sagen. Ja, ich denke, Guerrero kann nicht schwächer sein in der Abwehr wie Davis. Ja, dass er auch nicht das Abwehrwunder ist. Ja, aber ich denke, er kann nicht schlechter sein wie Davis. Also Davis ist eine Katastrophe abwehrtechnisch. Ganz ehrlich, es ist einfach eine Katastrophe. Und wie du auch schon sagst, ja, er hat gute Dribblings aus der Defensive, weil er auch schnell ist und so weiter. Da macht raumgreifende Schritte und so. Was passiert dann meistens? Auch wie du sagst, er bleibt stehen, spielt entweder einen Fehlpass oder spielt dann einen Querpass über 2 Meter auf den. Warum geht er nicht mal bis zur Grundlinie durch und flankt mal eine Flanke rein? Na gut, wir haben eine Flanke gesehen, erste Halbzeit auf dem Harry Kane aus dem Halbfeld. Das wäre halt auch mal ein Mittel, was öfters kommen müsste von Fonsi. Ja? Aber er ist super ausrechenbar, wenn er 10, 20 Meter in der gegnerischen Hälfte ist. Dann hat er einfach keine Ideen, aber nochmal, ich weiß nicht, ob wir das in Fonsi anheften müssen, weil wir haben Fonsi auch schon anders gesehen. Vielleicht ist das einfach, dass Tuchel das nicht möchte. Ne? Er möchte bis dahin, sollen die Außenverteidiger nicht weiter, dass halt nicht die riesen Lücken hinten sind. Vielleicht ist das so die Anweisung, ich weiß es nicht. Aber ja, aktuell stimme ich dir zu und nochmal, was Davis aktuell defensiv leistet, laut ist ein Graus. Also jede Flanke, der kriegt es ja nicht hin, mal eine Flanke zu verhindern. Ja, na klar, durch seinen Speed und so, wenn der Gegner mal kontert, kann er natürlich einiges verhindern. Aber wenn wir gesehen haben, wie der junge Mainzer Bub da den Davis da 2, 3 Mal, obwohl er gefühlt 10 km/h langsamer ist, hat einfach stehen lassen, da sieht man halt, dass ein Davis nicht wirklich ein Verteidiger ist. Meine Meinung. Fabienne. Hätten Sack früher zumachen können. So Mainz ins Spiel gehalten. Man hat nach noch so 30 Minuten Schongang angestellt. Wichtiger Sieg, Joshua hat es super gemacht, geht ja auch. Platz in der Nationalmannschaft. Ja, ich denke, da hat er ein bisschen Druck jetzt. Vielleicht ist das auch ein Grund, ja, dass ein Nagelsmann ihn auch gesagt hat, pass mal auf, du musst mal ein bisschen besser deine Position halten. Vielleicht musste er das mal von 2, 3 Leuten hören, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er das getan, hat ein super Spiel gemacht und ja, schauen wir mal, was die nächsten Spiele bringen. Also ich habe eine Analyse gelesen über Tuchel bei Chelsea und da kam raus, dass er immer so 1:0 gewonnen hat und er versucht aus einer stabilen Abwehr Sechser und eher, ich sag mal, nicht so kreativen Fußball versucht dann zu gewinnen. Aber ist halt auch die Frage, welche Spieler er damals hatte und was da auch möglich war. Aber es könnte sein, dass dies seine Idee vom Fußball ist. Ja, das denke ich mittlerweile auch, ne? Dass das eher so seine Idee vom Fußball ist, aus einer gestärkten Defensive. Habe ich ja gerade auch gesagt, auch so bei den Außenverteidigern hat man manchmal das Gefühl, so, die dürfen nur bis da und dürfen am besten auch nicht flanken, weil wenn sie so weit aufgerückt sind und flanken dann und die Flanke wird abgefangen und dann kommt ein Gegenangriff, dann ist kein Außenverteidiger hinten oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das irgendwie ein Argument, warum wir keine Flanken bei uns sehen. Ich weiß es nicht. Müsste man halt den Herrn Tuchel mal fragen. Ja, und wenn das Tuchels Fußballidee ist, ich denke, bei Chelsea hat er alle finanziellen Möglichkeiten und Mittel gehabt. Und wenn das da seine Idee war, dann ist das seine Idee vom Fußball. Also bei Dortmund hatte er auf jeden Fall eine andere Idee vom Fußball, zumindest soweit ich das in Erinnerung hatte. Ich habe ihn jetzt bei Paris und Chelsea nicht so verfolgt, aber wenn das so die Idee vom Fußball ist, wenn das der Fußball ist, den wir sehen werden, die nächsten Jahre, ja, I don't know, dann müssen wir uns auf eine harte Zeit einstellen, fußballerisch gesehen. Also wie gesagt, wir sehen es ja, die Ergebnisse stimmen, ne? Da kann man nicht viel kritisieren gerade.
Aber wenn man den Fußball so mit den letzten Jahren vergleicht, ja, aber nochmal, wenn da am Ende dann 'ne Champions League-Sieg rausspringt oder ein Triple oder sowas mit dieser Art Fußball, dann ist das so. Ich erinnere nur an Chelsea damals gegen uns im Finale, ja. Ja, da hat auch nicht der bessere Fußball gewonnen, sondern einfach, ähm, ja, die Mannschaft, die die Tore gemacht hat. Von daher, ähm, ja, weiß ich nicht. Muss jeder für sich entscheiden, ob einem das gefällt oder einem das nicht gefällt, ne? Aber da werden wir heute im Streamer noch mal 'n bisschen drüber talken, denke ich. Im Fußball werden wir so lange sehen, wie Tuchel unser Trainer ist. Ja, das kann sehr gut sein. Habe ich ja jetzt gerade auch schon ein bisschen drauf eingegangen, auf Bot seine Aussage. Kann sehr gut sein, GB. Ja, kann sehr gut sein, dass wir uns damit anfreunden müssen. So, Rucker, ganz ehrlich, das Beste, was passieren kann, dass Real Davis unbedingt haben will und er wirklich geht. Er stagniert seit letztes Jahr komplett. Er ist defensiv anfällig. Und egal wer vorne links spielt, ist immer das Gleiche. Er läuft bis an die Mittellinie und passt dann den Spieler links außen an, der aber bereits von Amistad gedeckt wird. Statt sich dann zu bewegen, vielleicht mal nach innen oder außen zu laufen, bleibt er stehen. Da der Achter auch sich nicht bewegt, bleibt dem links außen gar keine andere Wahl, als wieder zurückzupassen. Ja, bin ich komplett bei dir, aber wie ich gerade schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob man das in Fonsi ankreiden kann. Ne? Ich denke, vielleicht ist das auch ein Grund, warum Fonsi aktuell mit dem Wechsel liebäugelt, weil es vielleicht nicht die Art Fußball ist, die er spielen möchte. Ja? Ähm, Vielleicht ist da wirklich die Anweisung, so Fonsi bis da und nicht weiter. Ja? So, wir wissen, Tuchel möchte lieber aus einer gestärkten Defensive spielen und nicht so Alarmfußball spielen, dass die Außenverteidiger bis zur Grundlinie laufen und dann hinten fehlen oder sowas, obwohl gerade ein Davies das ja noch kompensieren kann durch seine Schnelligkeit. Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob man da Fonsi nicht ein bisschen Unrecht tut. Dass er defensiv bisher unbefriedigend ist, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Aber was vorne anbelangt, weiß ich nicht, ob man ihm da das Ding ankreiden kann. Vielleicht ist das einfach eine taktische Vorgabe. GB, also man kann endlich eine Taktik unter Tuchel erkennen. Ringelpitz mit anfassen. Ja, so viel Ringelpitz mit anfassen haben wir ja nicht gesehen, also zumindest vorne nicht. Hinten ja und Mittelfeld gebe ich dir recht, ja. Ja. Najib Blamgari, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sané zog sich immer wieder in der Mitte ein, was immer gefährlich wird, wenn er dort den Ball verliert und keine Restverteidigung da ist. Ja, Sané hat nach den ersten 20 Minuten keinen guten Tag mehr gehabt. Ich denke einfach, dass er nicht so Bock hat, so den Linksaußen zu geben. Ja, das haben wir unterm Nagelsmann auch schon gesehen. Auf Halblinksposition war er sehr stark unterm Nagelsmann. Da fühlt er sich dann wahrscheinlich wohler. Ich glaube, so auf linke Außenbahn hat er nicht wirklich Bock. Weil da nicht so, ja, da kann er nicht ich sage jetzt einfach mal den Ajen machen. Ne? Da kann er nicht reinziehen und aufs Tor schießen. Ich weiß nicht, wenn wir ohne Flanken spielen, ist diese Umstellung sinnlos, meines Erachtens nach. Und viele Flanken haben wir jetzt nicht gesehen. Also kannst du sie auch wieder zurücktauschen. Die andere Sache, ja, muss man das machen, damit ein Sané glücklich ist? Er muss einfach akzeptieren, dass er dann auf dieser Pose spielt. Ja, wenn es daran liegen soll, das wissen wir natürlich nicht. Vielleicht hat er auch einfach, weiß ich nicht, einen Furzquer sitzen gehabt oder was, man weiß es ja nicht. Kam von der Nationalmannschaft und so weiter. Nochmal, einfach mal die nächsten 2 Spiele abwarten. Vielleicht ist da wieder alles gut. Bricks im Korb, wieder eine passende Zusammenfassung, dank dir. Vielen lieben Dank. Gerard Berger. Goretzka hat es gezeigt, wie es geht. Die Mainzer haben die gleichen Möglichkeiten, haben sie aber versemmelt und Goretzka hat ihn gleich reingemacht. Ja, okay, da muss man aber auch sagen, da hat er schon ein bisschen Glück gehabt, der Leon, ne? Aber natürlich, ja, natürlich hat er ihn reingemacht, hat von da geschossen, aber es war Vollspann. Ich glaube nicht, dass der so geplant war, dass er da hingeht. Aber vollkommen richtig, ja. Aus der Posi, zack, 16 Meter, Vollspann drauf auf die Kiste, entweder geht das Ding rein oder eben nicht, ne? Sehen wir leider viel zu selten. Ne? Da haben wir immer noch die Leute, die noch 3 Haken schlagen wollen und sonst was. Bin ich komplett bei dir. Und ja, Mainz hatte mit dem Pfostenschuss dann noch ein bisschen Pech. Einer hat Ulle gut gehalten. Also es ist nicht so, dass es Mainz chancenlos war. Ne? Banja, das Wichtigste, wir haben 3 Punkte geholt. De Ligt noch nicht auf einem guten Level, da es sein erstes Spiel nach der Verletzung ist. Ich fand De Ligt eigentlich auf einem guten Level. Bild. Aber gut. Vielleicht haben wir da unterschiedliche Ansichten. Also ich fand ihn stabil. Ja, hat ein paar gute Querpässe in der Eröffnung gespielt. Also für mich war das okay.
Kimmich und Goretzka auch noch angeschlagen, darum war es am Ende okay. Was man aber sagen muss, Abstände in der Abwehr und Restabwehr ist noch sehr ausbaufähig. Kritik, Tuchel hätte deutlich früher wechseln sollen, bin ich bei dir. Jamal wieder mit zu vielen Dribblings, Davis auch mit unnötigen Dribblings, dafür mit einer Flanke auf Kane. Ja, das ist der Satz, eigentlich ist der Satz traurig, dass wir uns daran hochziehen, oder? Und dass wir eine Flanke von Davis auf Kane gesehen haben. Eine. Das ist traurig, dass man das als FC Bayern-Fan hervorheben muss, dass wir eine Flanke gesehen haben. Aber ja, ich denke jetzt was haben wir jetzt gesehen? 10 Spiele oder was unter Tuchel? Ich denke, wir können mittlerweile festhalten, ich glaube nicht, dass die Spieler sagen, nee, wir wollen nicht flanken. Oder dass ein Harry Kane sagt, oh nee, flank mal besser nicht, ich kann keinen Kopfball oder so. Ich denke schon, das ist dann eher eine taktische Anweisung, dass wir nicht mit Flanken spielen. Ich weiß, du magst Leimer, wie ich zum Beispiel Goretzka. Leimer war so schwach, ob offensiv, defensiv, selbst auf der 8 war er heute schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bundesliga war deutlich besser. Ja, habe ich doch auch gesagt. Ich würde gegen Galatasaray lieber mit Saar als mit Leimer spielen. Ja. Nee, ändert ja nichts daran. Na? Da stimme ich dir zu. Habe ich ja auch in dem Video eigentlich gesagt, dass ein Leimer schwach war. Also, hat ein bisschen defensiver gestanden, ja, ist nicht so wild nach vorne gerannt auf der Rechtsverteidigerposition, aber ansonsten war das defensiv halt auch immer wieder eine Nullnummer, ne? Habe ich ja auch gesagt, dass ein Bouna Sarr da einen besseren Job gemacht hat. Für die paar Minuten, die er da gespielt hat. Interessant, habe nun das Video gesehen. Heute vergibst du echt sehr nette Noten. Leimer sehe ich zum Beispiel bei einer 5, ansonsten sehen wir das eh nicht. Statt Müller 5 Minuten hätte er Kretzig einwechseln sollen. Naja, Müller hat immerhin noch eine Flanke geschlagen in den 5 Minuten. Also ich denke schon, dass man Müller hätte auch eher bringen können. Also Leimer bei einer 5 siehst, ja, völlig okay. Heute vergibst du echt sehr nette Noten. Ja, wir haben 3-1 gewonnen. Ja, es war jetzt nicht so schlecht, oder? Ja, gut. Die Außenverteidiger waren schon schwach. Das stimmt schon. Aber nochmal, nach der Länderspielpause und so weiter, tun wir uns immer schwer. Ne? Muss man halt einfach auch mal so hinnehmen. So, fertig. Wir werden sehen, wie diese nächsten Spiele sich entwickelt. Moin, es gibt eigentlich nichts zu kommentieren, genauso wie du sagst. So habe ich das Spiel auch gesehen. Super Analyse, mach weiter so, mir ist an mir. Danke, Olli Engel. Habe ich deinen Namen gesagt? Ja, ne? WhatsApp, ich verstehe es auch nicht, warum die Wechsel immer so spät sind. Wenn einer seine Leistung nicht bringt oder aus welchem Grund auch immer nicht ins Spiel findet, dann kann man ruhig mal in der Halbzeit einen Spieler wechseln. Ja, oder zumindest zur 60. Ja? Man kann ihm ja dann nochmal eine Chance geben, man kann ihm in der Halbzeit mal ein paar Worte sagen, dann kann er nochmal eine Chance kriegen, kann eine Viertelstunde Gas geben. Und wie du sagst, ja, eben, es muss ja nicht immer er muss ja nicht super schlecht sein, wenn er einfach nicht gerade ein Spiel findet oder was auch immer, dann muss man ihn halt einfach mal rausnehmen. Und gerade wenn man sich da hinsetzt und erzählt, oh ja, wir haben so einen kleinen Kader, ich habe so wenig Alternativen, wir haben so eine Belastung. Ja, warum lässt man dann so Leute durchspielen? Ja, oder bis zur 80. oder was? Ja, dann wechselt die doch in der 60. aus, damit die Jungs, die draußen hocken, so ein Taylor hat keine Belastung. Ja, der spielt immer nur 15 Minuten. Müller dasselbe. So, und dann gibt den Leuten doch einfach mal ein bisschen mehr Spielzeiten. Kretzi spielt gar nicht zum Beispiel. Pavlovic und so weiter. Ne? Chris, Glück gehabt und 3 Punkte. Die Eigensinnigkeit vor allen Dingen von Musiala, Sané ist schon ein Problem, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass nicht geflankt werden darf, um Gegenkonter zu vermeiden. Ja, guck mal. Ja, ist ja, was ich gerade vorher auch schon gesagt habe, ne? Gegenkonter zu vermeiden, somit ab durch die Mitte. Passt aber leider nicht für Kane und der muss sich darum die Bälle selber holen. Leimer RV geht einfach nicht. Hat für mich auch das Gegentor mit verschuldet. Stand in der Mitte und rechts war alles offen. Stimme ich dir zu, generell müssten alle mehr die Position halten, finde ich. Ansonsten nach 2 Wochen Nationalteam zählt nur der Sieg in Istanbul schwerer. Ja, bringst du auf den Punkt. Musiala hat es, wie gesagt, teilweise hat das gut gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass er bei jeder Sache eigensinnig war, aber teilweise war er auch wieder zu eigensinnig. Und das mit den Flanken, ja, ist, was ich mittlerweile auch denke. Ja, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich denke auch, die dürfen einfach nicht flanken. Ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, die dürfen einfach nicht flanken, weil Tuchel das nicht will, weil wenn der Ball dann abgefangen wird und dann dadurch ein Konter entsteht, ja, ich denke, das ist das Problem. Und das wird auch das Problem sein, dass so ein Fonsi einfach nicht weitergeht, die Außenlinie lang, ne? Und dass er dann den Ball halt einfach, was soll er da machen?
Flanken darf er nicht, was soll er da machen? Dann spielt er den Ball entweder 2 Meter über eine Distanz von 2 Meter zum Außenspieler, der dann vielleicht flanken darf, aber vielleicht darf der auch nicht flanken, eben weil wir in der Mitte anfällig sind. Ich weiß es nicht. Kann's euch auch nicht erklären, da müsste man halt mal den Tuchel fragen. Aber ich denke jetzt nach so vielen Spielen, die wir gesehen haben, mit so wenig klaren Flanken, ja, können wir nicht mehr davon reden, dass das, von den Spielern kommt, ne? Also, ich denke, da sind wir uns einig. Bricks im Kopf. Sané muss verstehen, dass man dribbelt, weil man an einen vorbeikommen will und nicht, weil es gut aussehen soll. Aber wir hoffen, er findet seine Konstanz wieder. Naja, konstant war er ja bisher, ne? Und das war jetzt so ein kleiner Rückfall, wie ich fand, in die alte Schwäche, aber Sané war doch wieder Baba. Das, was du sagst, trifft eher auf Musiala zu. Der spielt zu selten ab. Ja, wie gesagt, das haben wir schon geklärt mit Musiala, aber Sané war auch nicht Baba. Also Sané war nach 20 Minuten so kein Bock. Sané, leider Gottes. Kannst du deine Kritik an Fuß mal noch ausführen? Das ist interessant. Nee, kann ich leider nicht ausführen. Ich mag den einfach nicht. Ich fand den am Anfang, wo er noch neu war, fand ich ihn noch okay, erfrischend auf jeden Fall. Ähm, aber für mich persönlich, ich kann auch nicht erklären, warum ich den Reif nicht mag. Der Reif war auch immer so ein, weiß ich nicht, so, der Reif war immer so ein Bayern-Nörgler irgendwie, ne? Den konnte ich gar nicht ab. Der Fuß, ich weiß, der labert für mich auch nur noch Scheiße irgendwie. Wenn du dem mal zuhörst, er versucht immer irgendwie die tollen Sprüche rauszuhauen. Und dann hat er immer da versucht, den Lothar da irgendwas in den Mund zu legen. Und, ach Lothar, wo warst du denn? Warum kommst du denn jetzt? Was hat der Cleansy dir denn erzählt? Und so eine Kacke da. Ey, also, weiß ich nicht. Junge, der soll da sitzen, der soll das Spiel kommentieren und, weiß ich nicht. Ist aber nur eine persönliche Dinge. Es gibt bestimmt ganz, ganz viele Leute, die den super gut finden. Das ist auch völlig okay. Da scheiden sich die Geister wie beim Sport selber. Ich kann mir den einfach nicht geben. Der labert für mich einfach zu viel Dünnschiss, ne? Aber nur meine Meinung. JB, gib mich eine 2. Ja, JB, für mich eine ganz klare 2. Ich habe deine Posts im Discord gelesen. Habe ich nicht ganz verstanden. Ich hoffe, du bist heute Abend im Stream dabei. Dann können wir das mal erörtern. JB nochmal, Kleinjünger sollte mal erwachsen werden. Hoffe auf einen Umbruch im Sommer, dem wir wahrscheinlich gezwungen werden, da bei einigen Spielern die Verträge auslaufen. Naja, man müsste halt mal die Eier dann haben, da mal ein paar junge Spieler einzunorden oder aufzustellen und dann vielleicht auch mal ein Jahr in Kauf zu nehmen, wo man vielleicht jetzt nicht die großen Titel gewinnt. Wo ich denke, mit so einem Harry Kane und so weiter, mit den Erfahrenen, die wir da haben, kannst du halt einfach auch mal einen jungen Außenstürmer einbinden. Wie es zum Beispiel in Tell ist. Oder guck dir den Mainzer Burschen da an. Hat für mich auch alle Anlagen gehabt. Gut, ich habe jetzt nur das eine Spiel gesehen. Ja, keine Ahnung. Aber da werden wir wahrscheinlich wieder nicht die Eier für haben. Bomber oder Il Bomber. Ich weiß nicht. Stimmen vielen zu am Ende, aber wirklich egal. 3 Punkte gut ist. Ja, so sieht's aus. Die obligatorischen 20 guten Minuten. Ja, immerhin haben wir die noch, GB. Wir müssen da froh sein. Über dich mal, die hätte es auch nicht. Dann sehen wir nur noch Krüppelfußball. So haben wir wenigstens gute 20 Minuten gesehen. Danach Eier schaukeln. Ja. Gerald Berger, anscheinend gibt es die Regel mit der roten Karte für den letzten Mann nicht mehr. Okay. Zumindest kann der Schiri jedem Spieler eine rote Karte geben, sobald er denkt, es wäre verdient. Ja gut, das war ja schon immer so. Wenn es ein hartes Foul ist, kann der Schiri jederzeit eine rote Karte geben. Aber ich dachte immer noch, wenn so letzter Mann. Aber ich weiß es nicht. Bin da, keine Ahnung, bin ich nicht im Thema. Ja, hätte er da jetzt irgendwie mit offener Sohle oder so und er hat den Ball ja gar nicht geschwört, einfach zu spät, da müssen wir nicht drüber rumreden. Hätte der Mainzer da vielleicht ein paar mehr Kugeln gemacht und ein bisschen mehr geschrien und so weiter, wäre das vielleicht auch anders ausgegangen. Ja, muss man auch mal sagen. Kamot, danke. Olli Engel, mein Bruder ist Bayern-Mitglied und hat versucht, Karten zu bekommen für Saarbrücken-Spiel. Wir wohnen 20 Kilometer von. Kannst du vergessen, Alter. Ich lese erstmal deinen Kommentar, dann sage ich da mal was zu. Wir wohnen 20 Kilometer entfernt von Saarbrücken, aber keine Chance. Also die Kartenverteilung von Bayern ist für den Arsch. Auch in der Arena ist es schwer, an 3 Karten zu kommen, wo die Plätze auch nebeneinander sind. Wir gucken schon für das Stuttgart-Spiel, aber da gibt's nur noch den Zweitmarkt und müssen die Plätze nehmen, wo irgendwie frei wären. Das können dann auch Plätze sein, die 100 Euro kosten. Finde ich nicht so okay, dass man da, wenn man früh anfragt, so gut wie keine Auswahl hat, wenn überhaupt eine Auswahl da ist.
Ja, Kartenverteilung beim FC Bayern München. Das ist ein Thema, da rennst du bei mir natürlich offene Türen mit ein. Da könnte ich mal ein Video zu machen. Da könnte ich auch einiges erzählen. Wie gesagt, ich wohne aktuell in Aalen. Das ist auch nur 40, 50 Kilometer von Dortmund, von Münster. 'N bisschen weiter nach Bochum, nicht weit von Köln und so weiter und so fort. Ich bestelle jedes Jahr immer für die komplette Saison, für jedes Spiel Karten, ja, im Vorverkauf halt, Punkt. Ähm, Ich glaube, ich habe einmal die letzten 10 oder 15 Jahre Karten für Dortmund gekriegt. Das einzige Spiel, was einigermaßen in der Nähe ist, sonst für nichts. Leverkusen, Köln und so weiter, alles immer Absagen. Wo ich oft Karten für kriege, ist Berlin. Ja, für Berlin kriege ich oft Karten. Ich weiß nicht, vielleicht ist da nicht so der Andrang da für die Münchner für die Auswärtsfans, die aus München kommen, dass man da eher 'ne Karte kriegt. Ich weiß es nicht. Gut, Leverkusen und so hat auch 'n kleinen, Gästeblock. Was habe ich noch gekriegt auswärts die letzten Jahre? Bremen, was mega war, ich glaube zweimal. Einmal Mainz, einmal Frankfurt. Ja, das sind so die Auswärtskarten, woran ich mich erinnere, die letzten Jahre. Also, es ist verdammt schwer, Karten irgendwie auswärts zu kriegen. Noch schwerer wie Karten für zu Hause. Karten für zu Hause kriege ich halt auch sehr selten, weil ich eigentlich nur Stehplatz nehme, nur Südkurve. Das werde ich nächste Saison auch mal ändern, dass ich da auch mal, Tribüne mitnehme mit Sitzplatz. Ja, aber ich denke, dann wird's da auch eher mal 'ne Karte kriegen auch eher mal 'ne Karte geben. Ähm, Ansonsten, ja, habe ich bisher auch nur Absagen. Wie gesagt, ich habe das Leipzig-Spiel gekriegt. Ja, das war auch nur 'n Vorbereitungsspiel, eben genau deswegen, weil's da keine Dauerkarten sind. Ich glaube, das große Problem, ja, dass es einfach 'n Zufallsgenerator ist und dass ganz, ganz viele Fanclubs Karten wegsaugen. Ja, ich denke, das ist das Problem grade bei Heimspielen und grade wenn du Stehplatz stehen willst, ne? Da ist 'n ganz großes Kontingent, was an irgendwelche Fanclubs geht, wo dann irgendwelche Billos da stehen, die keine Stimmung machen. Ähm, ja, da könnte man echt mal drüber nachdenken, da mal irgendwas dran zu ändern, ne? Grade, ich denke auch, wenn man Mitglied ist seit 30 Jahren oder so was, sollte man vielleicht auch mal eher 'ne Chance haben, an 'ne Karte zu kommen, als jemand, der erst seit einem Jahr Mitglied ist oder so was. Also, dass man da überall den gleichen Faktor anwendet. Ich weiß natürlich nicht, ob es so ist. Das ist auf jeden Fall mein letzter Stand, dass das einfach alles Zufall ist, wenn du da bestellst. Ähm, ja, und ich weiß auch nicht, welches Kontingent da am Ende übrig ist, grade bei 2 Stehplätze, ja. Wenn da die Dauerkarten weg sind und wie gesagt, die Fanclub-Kontingent. Schwierig. Ja, und wenn du Mitglied bist, kannst du halt 2 Karten bestellen, ne? So, die du dann zusammenhängend auch hast, wenn du welche kriegst. Ansonsten musst du noch 'n Mitglied haben, dann könnt ihr zusammen bestellen, beziehungsweise kannst du das mit angeben, dann kannst du 4 Karten bestellen. Dann hast du auch eher die Chance auf zusammenhängende Karten. Aber ja, im Zweitmarkt ist dann halt echt, ja, echt dann nur, wie du schon sagst, wenn halt mal einer abspringt, hast du da 'n Platz, da 'n Platz. Aber immerhin gibt's den Zweitmarkt, muss man auch mal, sagen, das ist 'ne gute Sache, ja, weil's dann auch zum Originalpreis ist, außer so 'ne kleine Gebühr dabei. Ähm, Das geht auf jeden Fall schlechter. Aber ja, die Verteilung der Karten ist schon wild. Und die Zuteilung, also ich habe immer so das Gefühl, wenn du auswärts da wohnst, kriegst du in deiner Umgebung schon mal für kein Spiel 'ne Karte, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie so eingestellt. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht, weil die dann Angst haben, dass du nur halbherziger Bayern-Fan bist und dann in die Bayern-Kurve gehst und für 'n anderen Club bist oder was, ich kann's dir nicht erklären. Das ist ganz wild, aber das ist auf jeden Fall auch meine Erfahrung seit nicht 20 Jahren oder was, ne? Also, ganz, ganz selten kriege ich mal Auswärtskarten für Spiele, die bei mir in der Nähe sind. Also, ganz wild. Aber da kann ich dir auch nur zustimmen. Magic Minjay hits like a truck. Ja, der Zweikampf war schon gut, ne? Der war schon gut. Schluck auf und Servus, FabM. Hm, so schlecht war das Spiel auch wieder nicht, wie es schwarz gemalt wird. Nur der letzte saubere Pass hat immer wieder gefehlt. Also, ich habe jetzt, das Spiel eigentlich nicht schwarz gemalt.
Also ganz ehrlich, ich habe mich da echt zurückgehalten, eben weil es ein Spiel nach der Länderspielpause ist. Wir haben 3:1 gewonnen. Ja, und ja, aber nichtsdestotrotz kann man das ja dann ansprechen, was man sieht. Aber schwarz gemalt habe ich da jetzt nichts. Also wenn das auf mich bezogen war, das weiß ich jetzt nicht. Also Leimer, GB, also Leimer als RV eine 5 hat auch das Gegentor verschuldet. Unsere beiden IV eine 2 mit Sternchen waren die einzigen, die on fire waren. Ja, unsere Außenverteidiger waren schwach. Für mich die zu. Und Leimer, ja. Ja. Korsika, das Gegentor geht ganz klar auf die Kappe von Leimer. Der ist überall nur nicht auf seiner Position RV. Ich fand Goretzka bis zu seinem Tor eine Katastrophe. Das ist der schlechteste Fußball, den wir spielen seit Jürgen Klinsmann. Leider stimmen die Ergebnisse. Ich sehne den Tag herbei, wo Tuchel entlassen wird. Diese Spieler bei uns sind einfach so satt. Die brauchen eine Luftveränderung. Auch der FC Bayern braucht es. Ja, ich fand Goretzka bis zum Tor auch nicht so Bombe. Ja, nach dem Tor hat er mir auf jeden Fall viel, viel besser gefallen. Da hat er nochmal einen richtigen Schub gekriegt. Wobei ein Goretzka ein bisschen besser war, weil Mainz halt teilweise auch aufgerückt ist. Dann, wenn Goretzka ist ein Spieler, der braucht Platz. Ja, nochmal. So, da kann man den Leon auch nicht den großen Vorwurf machen. Er ist nicht der große Passgeber da vorne oder sonst was. Er ist der Spieler, der, wenn wir in den Konter gehen oder wenn wir ein bisschen Platz haben, der raumgreifend ist, der dann nach außen legt, der dann vorne in den 16er geht, der dann aber auch eine Flanke braucht oder wieder einen Ball nach innen. Das ist halt alles, was wir nicht spielen unter Tuchel. Ne? Und deswegen hat man Gravenberch abgegeben mit der Aussage, dass das nicht der passende Spieler ist für das System und das ist ein Goretzka auch nicht. Deswegen saß er halt auch in der Vorbereitung nur draußen. Ne? Und ich denke, Tuchel hat ich möchte jetzt nichts unterstellen, sind nur meine Gedanken, aber ich denke, Tuchel hat einen Goretzka Vorbereitung rausgelassen, dass ein Goretzka gesagt hätte, ja, ich wechsle den Verein, weil dann Geld da gewesen wäre, um Sechser zu verpflichten. Das hat da nicht geklappt, da hat sich halt der Vorstand oder unsere Vereinsführung quergestellt und dann hat man Goretzka wieder eingebaut. Das ist meine Vermutung, wie das abgelaufen ist. Ich denke, Leon wird keine Einsätze mehr kriegen, wenn im Winter wirklich ein Sechser kommen sollte. Was schade ist für Leon, aber wenn der Tuchel so ein Spielsystem hat, wie er es hat, dann ist das leider so. Weil dann wird ein klarer Sechser spielen, dann wird ein Kimmich auf der 8 spielen. Ja, dann wird es schwer für Leon. Deswegen, ich finde es ein bisschen schade, dass man Leon nicht mal auf der 6 probiert hat, ihn da nicht mal die Chance gegeben hat. Vielleicht könnte er ein guter Sechser spielen. Also robust ist er auf jeden Fall im Zweikampf, haut sich auch immer rein in den defensiven Zweikämpfen. Müsste sich natürlich dann auch zügeln. Man wird ihm ein bisschen seiner Stärke berauben, ja. Eben das von Box zu Box und in den 16er rein. Das ist halt dann nicht mehr, wenn du eine Holding Six bist. Ob er dann dazu Bock gehabt hätte, ist eine andere Sache. Wechseln wollte er nicht, hat er klar gesagt. Ja. So ist es. Fixie Goodman. Ich finde momentan die Bayern-Spiele nicht so toll. Da ist viel Luft nach oben. Alleine Harry Kane findet sehr wenig statt und generell hinten auch zeitweise sehr schlecht. Ja, nochmal, haben wir auch schon oft genug analysiert, die Spiele sind im Moment nicht schön. Ja, wir haben immer so gute 20 Minuten, die kann man sich ganz gut angucken. Manchmal haben wir die aber auch nicht, manchmal haben wir auch mal eine ganz gute Halbzeit. Aber trotzdem sind wir vorne einfach ideenlos. Wir spielen ganz, ganz wenig Kombinationsfußball vorne. Harry Kane wird nicht ins Spiel eingebunden. Unsere Außenverteidiger sind defensiv ein Graus. Ja, so dass da jede Flanke, es wird nicht eine Flanke mal verhindert, so dass immer unsere Innenverteidiger da on Feuer sind. Die Innenverteidiger müssen nach außen rücken, dann kommen Räume in der Mitte auf und so weiter und so fort. Also die Viererkette. Ich finde es gut, dass ein De Ligt da ist, der das jetzt vielleicht mal ein bisschen in die Hand nimmt. Aber dann brauchst du auch einen rechten Verteidiger. Ja, ein Leimer ist da einfach nicht ein Groß als rechter Verteidiger. Also ganz ehrlich. Da kannst du wahrscheinlich besser einen Buna Sada hinstellen, der unter einer klaren Anweisung von De Ligt da vielleicht defensiv auf jeden Fall ein bisschen Stabilität reinbringen würde. Aber gut, das werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Ich denke, wir werden mit dem Fußball bis zur Winterpause leben müssen. Ja. Kasan Offi. Ich wehre mich stur gegen das Gejammer, dass der Kader der Bayern zu dünn besetzt ist. Was wollen die Bayern machen, wenn so viele verletzt sind? 30 Mann im Kader haben, das ist Pech, aber keine schlechte Transferpolitik. Auf der Bank sitzen Leute wie Kretzig und Pavlovic, die beide eine hervorragende Vorbereitung gespielt haben. Fit sind, aber trotzdem nicht zum Einsatz kommen. Stattdessen höre ich ständig Ausreden, dass die Jungs da auf dem Platz so arm sind, weil sie alle 3 Tage etwas laufen müssen. Sollen wir in der Premier League wechseln, wo sie ohne Winterpause noch mehr Spiele absolvieren müssen?
Deshalb fällt es mir auch etwas schwer, mich mit solchen Siegen zufrieden zu geben. Wenn diese Spielweise Tuchels Handschrift sein soll, dann wird das zwangsläufig irgendwann knallen. Bin gespannt, wie lange sich der Vorstand diesen Ergebnisfußball anschaut. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Spieler mit Tuchel nicht klarkommen. Ist nur so ein Gefühl. Wenn ich mir die Gesichter der Spieler so ansehe, kommt mir das so vor wie in der Schule, bei denen alle eine Fresse ziehen, weil sie auf den Lehrer keinen Bock haben. Musala scheint mir seit Monaten nur vom Frust getrieben zu sein und Sané hat seine Langeweile mal wieder klar gezeigt. Kane läuft wie Falschgeld auf dem Platz herum und fragt sich vermutlich, warum er nicht in Tottenham geblieben ist. Stattdessen hat er lauter Stinkstiefel um sich herum. Ja, da kann ich dir in weiten Teilen zustimmen. Ich finde das Gejammer auch übertrieben. Ich finde das Gejammer gerechtfertigt, wenn man die rechte Verteidigerposition und den Innenverteidiger mit einbezieht. Also wie gesagt, es war einfach dumm, Stani abzugeben, dann wäre alles gut gewesen. Da hast du einen, der kann Innenverteidiger spielen, der kann rechter Verteidiger spielen. Punkt. So, den hast du nicht, dann musst du einen Buna Samir einbringen. Der kriegt 4 Mille im Jahr, ja, der kann laufen, der kann einen Ball schießen, da musst du den halt einfach mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen geben, musst du den mal ein bisschen aufbauen. Fertig. Das ist ein rechter Verteidiger, nichts anderes und gut ist. Ja, da muss man das halt einfach mal machen. Das wusste man vorher. Oder ansonsten muss man sich halt einen rechten Verteidiger aus der zweiten Mannschaft nehmen. Punkt. Ja, ich finde das Gejammer auch ein bisschen Banane. Und Kretzig und Pavlovic, gerade Pavlovic war in der Vorbereitung mega. Ja, total die Ruhe am Ball, die Bälle verteilt. Warum soll er das nicht auch in der Bundesliga oder in der Champions League machen können? Ja? Also verstehe ich auch nicht. Ja, absolut lächerlich. Ich glaube, das große Problem ist einfach, dass ein Tuchel ein Trainer ist, der gestandene Spieler will. Ja? Ihr seht, mit welchen Spielern. Er hat sich mit dem Kyle Walker auseinandergesetzt, hat sich mit dem Jerome Boateng auseinandergesetzt. Er will einfach gestandene, erfahrene Spieler haben. So. Er ist anscheinend kein Trainer, wo du sagst, hier, guck dir mal den 19-jährigen Burschen an, das ist eine Maschine, sieht man ja auch am Tell. Die werden halt weitestgehend ignoriert. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Und ich verstehe es auch nicht. Ja. Nochmal, Kretzig und Pavlovic, ja, hau sie doch rein. Was haben wir zu verlieren? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich verstehe es auch nicht. Und dann sich da immer hinzusetzen und zu jammern und von zu viel Belastung zu sprechen und dann halt 77 bis 80 Minuten zu warten, bis man dann mal auswechselt, ist dann auch widersprüchlich, ne? Bin ich komplett bei dir und mit den 3 Tagen, dass man Fußball alle 3 Tage mal ein Spiel machen kann, ja, habe ich in der Pressekonferenz mich da leicht eskaliert. Bei der Nachfrage bin ich auch komplett bei dir, müssen nicht drum herum reden. Ne? Punkt. Wie du sagst, sollen sie in den Premier League wechseln, dann haben sie noch mehr Spiele und haben keine Winterpause, dann haben sie noch einen weiteren Pokalwettbewerb und ein paar Spiele mehr in der Liga. Ja. Und die kriegen das auch hin. Ja. Ja. Mit den Siegen zufrieden geben. Ja, zufrieden geben tue ich mich damit auch nicht. Habe mich mittlerweile abgefunden. Habe ich ja auch gesagt in dem Video, glaube ich, so. Ja, ich bin es leid, Woche für Woche mich hier hinzusetzen und dasselbe zu kritisieren. Jetzt war nach der Länderspielpause, da muss man eh immer ein bisschen vorsichtiger sein, denke ich. Da haben wir uns schon oft noch schwerer getan. Ja, aktuell zählen die Punkte. Das Ding ist, welche Argumente hat der Vorstand jetzt? Weißt du, ich bin da bei dir. Ne? Ich denke, wenn wir jetzt irgendwie 3 Spiele am Stück verlieren sollten, dann ist der Tuchel instant weg. Ne? Weil einfach der Fußball, wenn man den mit den letzten Jahren vergleicht, nicht wirklich ansehnlich ist. Ja, das ist Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten, die Ergebnisse stimmen halt. Aber wenn die sich jetzt da hinstellen würden und würden den Tuchel rauswerfen, dann das kannst du ja nicht mehr verkaufen. Ja? Also man hat einen Nagelsmann rausgeworfen, weil die Ergebnisse nicht stimmten. Der Fußball war offensiv, war ansehnlich. Jetzt hast du genau den Gegenpart da. Du hast einen Trainer da, der ein bisschen defensiver spielt, der viel, viel mehr auf Sicherheit, auf Ballbesitz Wert legt, den Ball in den eigenen Reihen hin und her schieben, 60 Minuten lang durch eine Einzelaktion irgendwie die Tore vorne machen. Ja, wie würdest du das dann rechtfertigen? Ja. Ich meine, dass dem Vorstand das alles nicht so gefällt, was wir gerade spielen. Ich denke, hat man an den Aussagen von Uli Hoeneß gesehen, wo man die öffentlich halt auch nicht äußern sollte. Ja, also ich gebe dem Tuchel, wie ich schon sagte, zum Start der Rückrunde muss auf jeden Fall ein besserer Fußball gespielt werden, meiner Meinung nach.
Ja, bis zur Rückrunde finde ich okay, kann man das noch so gelten lassen, auch mit Harry Kane, dass er Eingewöhnungszeit braucht und so weiter. Aber wenn wir in der Rückrunde den gleichen Krüppelfußball spielen, wo wir sagen, ja, komm, wir gucken mal vorne durch Einzelaktionen, dass wir irgendwas geschissen kriegen und verlassen uns auf, dass Harry Kane mal zufällig den Ball kriegt und den Ball reinmacht, ja, dann werden hier auch ein paar andere Töne angeschlagen. Aber nochmal, ich würde den erstmal jetzt bis zur Winterpause werden wir wahrscheinlich, ja, ab und wann haben wir ja mal einen kleinen Ausreißer nach oben. Abwarten. Was das angeht mit den Spielern, bin ich bei dir. Ja, ich denke, es kommen die Gerüchte nicht umsonst auf mit dem Davies, mit dem Musiala. Ich denke, die haben einfach nicht den Bock auf diese Art Fußball zu spielen. Ja. Ich denke, das sind beide Spieler, die offensiver agieren wollen, die gerade Musiala auch mehr Kombinationsfußball. Guck mal, überleg mal, was wir unter Nagelsmann mal Kombinationsfußball vorne gesehen haben. Wir sehen gar keinen Kombinationsfußball mehr. Wirklich null vorne. Ganz, ganz selten mal. Wir haben einmal einen Doppelpass gesehen, zwischen Sané und Harry Kane im vorletzten Spiel. So, ich kann mich sonst an keinen. Aber das war auch eine Einzelaktion, wo dann der Ball einmal gespielt wurde und ein Doppelpass so. Ja, also Kombinationsfußball ist schwierig bei uns im Moment. Aber nochmal, das wird wahrscheinlich diese Art Fußball sein, die wir unter dem Tuchel sehen werden. Ne? Habe ich gerade schon gesagt, das muss am Ende des Tages jeder für sich entscheiden, ob er lieber so einen Fußball sieht, der dir dann vielleicht irgendwie die Titel bringt, oder lieber einen anderen Fußball, wo du dann vielleicht nicht so die Titel holst. Ich weiß es nicht. Ich denke, vieles wird davon abhängen, ja, wie es ausgeht mit den Titeln. Also wenn wir mit dem Fußball keine Titel holen, wenn wir kein deutscher Meister werden sollten, ja, dann ist der Ofen auch aus für den Tuchel. Ja. Und dieses Jahr ist starke Konkurrenz da. Also mal abwarten. Gerard Berger, Leimer ist halt kein Rechtsverteidiger, Punkt. Richtig. Plus am Anfang dieses gefährliche Spiel mit dem Feuer in der 9. Minute, sowas wird normalerweise bestraft und man ist verdient in Rückstand. Kann man sich nur so in Gefahr bringen, so ein Pressing am gegnerischen 16er hatten wir auf den Gegenspieler immer gemacht vor noch ein paar Jahren. Ja. Tun wir halt nicht mehr. Wir spielen halt nicht wirklich Pressing. Zumindest vorne nicht. Weil wir einfach ein bisschen defensiver spielen. Was ja auch, ja, es ist halt ein anderer Trainer, eine andere Philosophie, oder? Was sollen wir machen? Ne? Den einen gefällt es, den anderen nicht. Der eine reichen die Ergebnisse, dem anderen nicht. So ist das halt. Sascha King. Ja, wir wollen kritisieren, auch nach Länderspielen. Und doch, wir haben viele Argumente, es zu kritisieren. Auch wenn wir gewinnen, kann nicht der Anspruch, so eine zweite Halbzeit abzuliefern. Argumente zum Kritisieren hast du so einen Berg, wenn du das möchtest. Ne? Am Ende des Tages, ja, habe ich ja jetzt schon mehrfach ausgeführt. Dem einen gefällt der Fußball, dem anderen nicht. Mir gefällt der Fußball auch nicht. Ich persönlich habe für mich, habe ich ja gerade schon gesagt, ich habe mich da ein bisschen mit abgefunden und habe für mich jetzt persönlich gesagt, so bis zur Winterpause, okay, kann man das so gut durchgehen lassen. Dann gibt es eine Pause, dann gibt es eine gewisse Vorbereitung und danach erwarte ich dann auf jeden Fall anderen Fußball. Ja, es ist ja schön und gut, dass wir aus einer defensiveren Haltung kommen, habe ich gar kein Problem mit. Ich habe auch kein Problem damit, wenn es 3:0 steht, dass man dann mal den Ball 20 Minuten in eigene Reihen hält, um ein paar Kräfte zu schonen. Dass man das jetzt in dieser Phase schon macht, finde ich lächerlich, habe ich auch schon gesagt. Aber ich möchte vorne dann Angriffsfußball sehen, ja. Und nicht vorne Ball hin und her geschiebe und eigensinnige Aktionen, ohne den Stürmer einzubinden und sonst was. Ich möchte vorne mit dem Personal, was da auf dem Platz steht, möchte ich Kombinationsfußball sehen. Ich möchte Flanken sehen mit dem Stürmer, der da auf dem Platz steht. Das ist mein persönlicher Anspruch. Ob wir das sehen werden, ob das Tuchels Philosophie ist, weiß ich nicht. Das werden wir dann im Laufe, oder das werden wir dann zum Start der Rückrunde sehen. Bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Christian W., geiler Kanal, große Klappe, dicke Plauze, selbst nicht Sport gemacht und vom Fußball keine Ahnung. Alto Betty, das würdest du nicht glauben, wenn es das nicht tatsächlich geben würde. Christian, du hast die Ahnung, du kennst mich, ne? Kennst mich persönlich oder was? Bild. Ja, gönn dir. Solange es dich glücklich macht, ist doch. Kannst du gerne reinschreiben, triggert mich absolut null, solche Worte.
Clark, schwaches Spiel und das gegen Mainz. Da kann man nur mit großer Sorge in die Zukunft blicken. Ja, habe ich ja schon gesagt, muss man ein bisschen relativieren, meiner Meinung nach so einer Länderspielpause. ATB, hör doch mal auf rumzujammern. Wir haben 5 Punkte mehr auf dem Konto als letzte Saison zur selben Zeit. Letzte Saison sind wir nur Meister geworden, weil die Konkurrenz so schlecht war. Bei Tuchel stimmen wenigstens die Ergebnisse, plus wir schaffen es auch bei Rückständen zurückzukommen. Was bringt dir attraktiver Fußball à la Nagelsmann, wo du dir oft über 15 bis über 20 Torschüsse rauscht oder keine Tore machst und keine Spiele drehen kannst? Und ich sage es immer wieder selbst, Madrid oder City haben diese Saison schon Punkte liegen gelassen. Das lese ich nicht weiter. Ja, ist ja, was ich gerade sagte. Ne? Das muss aber da muss man auch nicht sagen, hör auf rumzujammern oder sowas. Guck mal, für dich ist das okay so. Du siehst so die nackten Tatsachen. Du siehst 5 Punkte mehr wie letztes Jahr. Du siehst, die Ergebnisse stimmen. Dann ist dir das auch nicht so wichtig, ob du schönen Fußball siehst. Dann ist es doch völlig okay. Ne? Ist deine Meinung, die kann ja jeder haben. Und dann gibt es halt die andere Seite, die sagt, so, wir sind der FC Bayern, ich möchte schönen Fußball sehen. Ja, so, das sind die beiden Seiten, weißt du? Aber da muss man ja nicht die andere Seite irgendwie, weiß ich nicht, sagen, hör auf rumzujammern oder sowas. Das ist halt einfach eine Meinung, die man hat und gut ist. Und das muss doch jeder für sich entscheiden. Also ich akzeptiere da jeden, der das so sieht wie du, ATB. Habe ich kein Problem mit. Wie gesagt, für mich persönlich, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, ich sehe das, ich gucke mir den Fußball an bis zur Rückrunde. Und dann erwarte ich eine Entwicklung. Sollte man dann keine Entwicklung erwarten, dann kann man auch mal andere Töne anschlagen. Aktuell muss man das einfach mal so hinnehmen. Wie gesagt, immer das mit auf andere Mannschaften gucken und da mit anderen Ligen vergleichen. Das ist für mich völliger Schwachsinn. Deswegen gehe ich gar nicht drauf ein. Fußballer Nagelsmann mit 15 und 20 Torchancen rausgespielt. Ja, da müssen wir mal fairerweise sagen, dass wir da kein Heavy Kane haben. Ne? Also ich denke, würden wir einen Nagelsmann-Fußball mit Heavy Kane sehen, ja, wäre das nicht so gelaufen. Weil wir haben super starken Offensivfußball gespielt. Wie du sagst, wir haben oft super viele Chancen gehabt, haben die Tore nicht gemacht. Lag einfach daran, dass da kein erfahrener Neuner war. Meine Meinung. So, wäre da ein Heavy Kane da gewesen, dann hätte das aber richtig gebrannt. Ne? Weil ein Heavy Kane kann auch Kombinationsfußball, wie er schon mehrfach gezeigt hat. Und ist gleichzeitig ein Vollstrecker. Also das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Ja, aber so, wie ich gesagt habe, das sind halt die beiden Ansichten, die man hat. Ne? Dem einen reichen die Ergebnisse, dem anderen halt nicht. Das ist doch auch völlig okay. Da sollte man die Gegenseite akzeptieren und gut ist, meiner Meinung nach. Nur so als Erinnerung, wir haben die letzten 4 Spiele auswärts in Mainz verloren. Ne, die letzten 3 Spiele. Oder? Danach. Ist auch Wurst. Auf jeden Fall haben wir die letzten Spiele verloren, ja. Aber alles das ja, spielt nicht immer eine Rolle. Ne? Also diese Aussagen sind da auch immer. So, die Mannschaften verändern sich über die Jahre. Das immer zu vergleichen, fühle ich halt nicht. Ja, man kann irgendwann von Angstgegner sprechen, das ist dann eher nur in den Köpfen drin. Ja, weiß ich nicht. Aber natürlich ein Argument. Okay. Ich gehe jetzt hier auch nochmal eben ganz kurz durch. Hier sind nicht so viele Kommentare. Falls was doppelt ist, lasse ich sie natürlich weg. Ich nehme das jetzt auch nur mit rein, weil in dem anderen nicht so viele Kommentare sind, habe ich ja schon gesagt. Heute ist schon wieder Pressekonferenz, morgen ist schon wieder Spiel. Banja, hab echt das gleiche gedacht. Gruder hat Mut und die Eier. Gruder hieß er genau. Seine Dribblings waren sogar besser als von Jamal, weil daraus eigentlich immer was entsteht, zumindest heute. Vor allem hat er auch immer im richtigen Moment den Ball gespielt, ne? Und hat auch, was mir auch gut gefallen hat, immer wieder angefeuert. Ne? Auch die Mitspieler kommen, Attacke machen. Gestern zum Beispiel bei Dortmund Bremen hatte Bremen den zweiten Torwart spielen gelassen. Zumindest gestern sah das extrem reif und abgeklärt aus. Am Ball, in der Luft, auf der Linie, hat mich echt überzeugt. Okay. Durch Jamal seine Dribblings oder Pässe fallen die Tore 2 und 3. Gerhard Berger, wir sind vorne zu verspielt, dass es anders geht, hat man ja beim Tor von Coman gesehen. Nicht lange gefackelt und trocken abgeschlossen. Warum nicht immer so? Ich dir nicht sagen. Da war es wieder mit dem Ei. GB. Sascha King. Alto Belli, vielen lieben Dank für 11,99. Vielen lieben Dank. Fabian, diese blöden Fragen, jeder weiß, dass Neuer wieder Nummer 1 ist, auch Ulle, wenn Neuer wieder startklar ist.
Joshua war bärenstark. Ja, wenn Neuer wieder seine Form erreicht, die er vorher hatte, wird das so sein. Gerard Berger, sie machen ja nur noch Regeneration und kein Training mehr. Jeder Fußballer, und das war schon vor 40 Jahren so, wollte lieber alle 3 Tage ein Spiel anstatt Training. Ja, das ist auch vollkommen richtig. Und ja, man trainiert ja auch nicht mehr. Man macht Regeneration und guckt sich Videos über den Gegner an, Videoanalysen. Von daher fühle ich immer diese Aussagen nicht, weißt du? Ja. Aber da habe ich ja in dieser Reaction gesagt. Warum immer so negativ? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich da super negativ war. Aber gut, I don't know. Also wie gesagt, fand jetzt eigentlich nichts so negativ. Denk mal, dass man dieses Rumgeheule mal kritisieren kann. Aber wenn du das so empfindest oder ich das so rüberbringe, ja, dann ist das so. Also ich war jetzt beim Spiel gegen Mainz eigentlich nicht negativ. Gibi, warum muss man Peretz mit der Kamera fokussieren bei der Schweigeminute? Das fand ich unmöglich, sorry. Ja, weil das die deutsche Medienlandschaft ist. Oder ich weiß nicht, die generelle, weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch ist, einfach dieses gesellschaftliche Ding. Ja, erfreuen an anderen Menschen Leid. Ja, oh, wie reagiert er jetzt? Bla, Sülz. Sind alles so eine Arschlöcher halt, weißt du? Völlig unnötig und völlig respektlos und völlig daneben einfach. Ne? Das ist genauso, ja, keine Ahnung. Die Leute, die dann beim Unfall anhalten und glotzen oder was. Somit ist das vergleichbar, ich weiß es nicht. Ich finde es auch lächerlich und armselig. Timo Herzog, 5 Erstligavereine mit Pro-Palästina-Spielern, nur Bayern hat ihren nicht suspendiert. Scharfe Kritik von Maccabi Deutschland gegen Bayern im aktuellen Sportstudio. Ja, habe ich auch gelesen, die Kritik. Ja. Mr. Universal, eine pro-palästinensische Haltung ist nichts verwerflich, solange man keinen Terrorismus unterstützt oder Israel die Existenzberechtigung abspricht. Das ist der Unterschied zum Mainzer Spieler, denn er hat Israel das Existenzrecht abgesprochen, Mazrui nicht. Ich wünsche mir auch, dass es den Menschen, die dort seit Jahren leiden, bald besser geht. Der Palästinenser ist ein schlechter Mensch. Nee, das denke ich auch nicht. Naja, das weiß ich nicht. Das muss auch vielleicht jeder für sich irgendwie interpretieren. Ich fand's zu schwach von unserer Vereinsseite. Ich fand's auch zu schwach zu sagen, wir äußern uns dazu nicht mehr. Wir wollen dazu keine Fragen gestellt bekommen. Ich fand zu schwach, dass ein Tuchel sich da hinsetzen muss und diese Sachen beantworten. Ich bin bei dir. Ja, dass es da nicht nur eine Seite gibt oder sowas. Ich bin bei dir, dass man das Existenzrecht hat man nicht abzusprechen. Es ist halt, es kommt darauf an, wie man die Aussagen von Mazrui interpretiert. Ja, trotz alledem waren sie meiner Meinung nach komplett unüberlegt, komplett unnötig. Und nochmal, man kann die so interpretieren und so interpretieren. Und weiß ich nicht, ob es das gebraucht hat. Ja. In meiner Meinung nach hätte es das nicht gebraucht. Ist leider nicht das erste Mal, dass er aufgefallen ist. Von daher schwierig. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Schwieriges Thema, wie ich finde. Ja. Ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr Souveränität von Vereinsseite gewünscht. Ja, es geht nicht darum, sich auf irgendeine Seite zu schlagen oder sonst was in dieser Debatte. Ja. Ich hätte dann aber auch noch eine andere Reaktion von ihm einfach erwartet. Ja, er haut halt sowas in den sozialen Medien raus, haut dann danach so ein Wischiwaschi-Statement raus. Nach dem Gespräch vom Verein kam gar nichts mehr. Weiß ich nicht. Ja, dass er sich natürlich, dass der Verein sagt, ja auch, ja, aber er hat uns versichert, dass er nicht irgendwie gewaltverherrlichend ist oder sonst irgendwas oder das gut heißt. Ja, na klar, was soll er denn sonst sagen? Selbst wenn er diese Meinung hätte, was ich ihm jetzt nicht unterstellen will, dann setzt er sich ja nicht da hier bei der Vereinsführung hin und sagt, ja, ich wünsche den allen den Tod, ich spreche denen ihr Existenzrecht ab, das ist meine Meinung. Natürlich macht er das nicht. So, ja, völliger Tullux. Ja. Ja, da sehen wir es nämlich schon, ne? Glastron, da hat aber einer ziemlich rosa Brille auf oder bei dem Post von Mats Ruhe nicht richtig zugehört. Ob ich ein Recht selber abspreche oder eine entsprechende Organisation meine Zustimmung gebe, macht am Ende keinen Unterschied.
Ja, da sage ich ja, es ist halt, man kann das so oder so interpretieren. Das ist halt das große Problem. Mats Rühl hat unmittelbar nach seinem Post, noch lange bevor das Thema so groß wurde oder ein kleines Gespräch mit Bayern im Raum stand, ein Statement veröffentlicht, in dem er sehr bedauert, wie seine Beiträge aufgefasst. Zitat: Der Punkt ist, dass ich nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt strebe. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde. Auch hat er gesagt, dass es zu keiner hasserfüllten Gruppe in Verbindung steht und dass er lediglich seine Stimme gegen die schrecklichen Konflikte erhebt. Der Blasels. Ja, genau, das ist das Problem. Also ich halte das Statement eigentlich für das, ja, für mit Teil des Problems. Ne? Weil er hat das Statement rausgehauen, nachdem er es richtig auf die Fresse gekriegt hat. Ja, in den sozialen Medien. Und ja, das war noch vor dem Gespräch mit dem Verein, ganz genau. Wenn ich aber noch diese Meinung habe, die er da reinschreibt, in diesem Statement, ja, dann mache ich den ersten Post nicht. So, das ist das ganze Problem an der Sache. Da mache ich nicht so einen Wischiwaschi-Post, wo jeder rein interpretieren kann, was er will. Ja, da mache ich das nicht. Dann ist das Statement ein absoluter Witz von ihm. Ja, das Statement zeigt eigentlich, dass er das anders meint, als wie er es da in dem Statement sagt. Weil dann mache ich diesen verfickten ersten Post nicht. Wenn ich das Statement, wenn ich das so meine, wie er es da gesagt hat, warum macht er dann den ersten Post? Völlig unnötig, völliger Schwachsinn. Ne? Aber auch nur meine persönliche Meinung. Nochmal, das kann jeder für sich rein interpretieren, wie er möchte in dieser Aussage. Ja. Gegen die Existenz von Israel zu sein, ist nicht verwerflich. Nur weil es dir nicht gefällt, deine subjektive, verwestlichte Meinung ist kein Maßstab. Und auch viele Juden sind gegen den Staat Israel, bevor die Lüge kommt. Israel-Kritik sei Judenhass. Gegen die Existenz von Israel zu sein, ist nicht verwerflich. Aha. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin da nicht der Experte in diesem Thema, deswegen lasse ich den Post mal stehen. Ja, ich denke schon, dass es verwerflich ist, wenn man gegen eine Existenz von irgendwelchen Staaten ist, je nachdem, wie man das dann halt auch interpretiert, wenn man dann gegen die Existenz der Leute, die in diesem Staat leben, die diesen Staat ausmachen, denen das dann abzusprechen, weiß ich nicht. Auch schwieriges Thema für mich. Gerard Berger, nur eine Frage, hatte Mats Rühl auch diesen Post gesendet, wenn Israel nicht zurückgeschlagen hätte? Dem beim Abschlachten von Juden hat man nichts von Mats Rühl gehört und auch von niemanden von denen, die jetzt gegen Israel protestieren. Hört auf mit dieser Naivität. Wenn ich schon nicht mochte, dass ich falsch verstanden werde, dann halte ich mich zurück und das erst noch, weil der Mats Rühl schon einmal was gepostet hat gegen die Frauen, was auch nicht gut angekommen war bei den Bayern-Fans. Ja, das ist ja, was ich gerade auch sagte, Gerard. Ich bin da komplett bei dir. Ne? Wenn man das nicht so meint, was man da postet und dann so ein komisches Statement hinterher schiebt, nachdem man in den sozialen Medien da harsche Kritik erfahren hat, ja, dann ist die Frage, warum mache ich erst so einen Post? Weil so einen Post mache ich nicht, wenn ich dagegen bin, was Mr. Universe hier zitiert hat. Wenn ich nach Frieden und Gerechtigkeit in der Welt strebe, ja, und gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt bin, warum mache ich dann so einen Post, wie er den gemacht hat? Was ist der Grund? Ja, weil das sagt dieser Post nicht aus, den er da gemacht hat. Das ist zumindest meine Interpretation. Nochmal, das muss jeder für sich interpretieren. Ich interpretiere das auf jeden Fall so, dass ich ihm das hier nicht abnehme. Und ich finde es für mich, wir sind noch durch mit den Kommentaren, ne? Ich für mich finde es von Vereinsseite ein ganz, ganz schwaches Bild, was wir da abgegeben haben. Ne? Man muss, klar, das muss auch immer so jeder für sich wissen, muss man jetzt sagen, ja, wir suspendieren den Spieler oder sonst was. Kann man sicherlich drüber streiten. Das möchte ich erstmal gar nicht kritisieren, obwohl ich da auch eine klare Meinung zu habe. Aber man hätte sich vom Verein da schon den Fragen stellen müssen. Ja, und das nicht auf den Trainer abwälzen. Ja, und da hätte es ein klares Statement geben müssen mit einer kurzen Pressekonferenz. Und am besten auch mit Mats Rühl dabei, ja, dass der da auch mal Stellung zu nehmen kann. Weil das fehlt nämlich komplett.
Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Der Typ hat die Zähne nicht auseinandergekriegt danach. Außer sein komisches Statement, was er da verfasst hat. Ja, da kam nicht mal öffentlich auch, ja, ich habe mich da irgendwie, es tut mir leid, ich habe das falsch rübergebracht oder mal erklärt, warum er diesen ersten Post gemacht hat. Das wäre doch mal eine Sache. Ja, das wäre doch mal eine Frage, die ich mir stellen möchte. Warum hast du den ersten Post gemacht? Mit welcher Intention? Ähm, wenn er dann dieses Statement da raushaut, ja, dann kannst du ihn aber mal ein bisschen gezielter nachfragen. Also, das passt halt alles irgendwo nicht zusammen. Im Hinblick auf die Jahreshauptversammlung, im Hinblick auf die Satzesänderung, die da erfolgen soll, ist das leider ein Armutszeugnis. Ja, und es ist ein Armutszeugnis, wie der Verein da reagiert. Ja, in erster Linie sind wir ein Fußballverein, alles gut, versteht man. Aber unser Verein möchte halt auch für gewisse Werte stehen und dann sollte man nach den Werten auch handeln. Ja, und nicht so wischiwaschi Dinge machen, wie man es gerade getan hat. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ich weiß, viele sehen das anders. Dabei geht es auch gar nicht darum, dass Nuss irgendwie den Glauben des Islam hat oder so. Da habe ich gar kein Problem mit. Ja, das soll jeder handhaben, wie er will. Ich sehe auch am Islam nichts, was irgendwie schlecht ist oder sowas. Ja, aber wenn man solche Aussagen trifft, das ist egal, ob das ein, ja, jemand macht, der in den Islam Glauben hat, jemand, der christlichen Glauben hat oder sonst was. Solche Aussagen, ja, gehören sich nicht und da muss ein Verein da klare Kante zeigen. Genug andere Vereine haben das getan, nicht nur Mainz, ja, auch noch genug andere Vereine. Ja, und wir tun uns da wieder irgendwie, weiß ich nicht. Man macht sich da ein Fass auf. Ich verstehe es halt nicht. Ja, nochmal über die Konsequenzen, dass man ihn jetzt nicht suspendiert hat oder so, kann man drüber streiten, kann man drüber reden, alles gut. Aber es hätte da ein klares Statement gegeben. Es hätte eine Pressekonferenz geben müssen, meiner Meinung nach. Die muss ja auch gar nicht lang sein. Da hat dann der Dresen auf jeden Fall zu sitzen. Ob dann Herbert Heiner sitzen muss, weiß ich nicht. Von dem hörst du und siehst du eh nichts. Da hätten Mats Raue mitsitzen müssen und dann hätten die da mal ganz klares Statement abgeben müssen, wie was gemeint war. Und ich denke, dann hätte man das auch mal ein bisschen einordnen können, ob er das aufrichtig meint oder nicht. Ja, so ein paar Zeilen kann ich auch in die Tastatur tippern. Da siehst du den Menschen nicht ins Gesicht oder siehst seine Körpersprache. Da kannst du nicht sehen, meint er das so, wie er es sagt. Das wäre der richtige Way to go gegangen, wenn man ihn nicht suspendiert. Ja, klar, du hättest es einfach machen können und sagen können, jo, wir suspendieren hier, oder du machst es dir einfach so wie jetzt. Ja, wir haben ein Gespräch geführt, wir werden dazu keine Fragen mehr beantworten. Schmeiß mal den Tuchel da den Leuten den Fraß vor. Das war die andere Situation. Im Hinblick, dass man Daniel Peretz im Team hat, finde ich das nochmal um 50% schwieriger. Die ganze Chose. Ja. Gut, damit beende ich das Thema hier aber auch. Das waren eure Kommentare. Wir werden da heute mit Sicherheit im Stream nochmal ein bisschen drüber quatschen, denke ich. Nochmal, jeder kann da seine Meinung haben. Das ist völlig okay. Das muss jeder für sich wissen, wie er die Posts von Mats Raui oder Mats Raui da interpretiert. Ja, ich interpretiere die für mich, so wie ich es gerade gesagt habe. Wenn ihr das anders tut, ist das okay. Das muss jeder für sich wissen. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund und wir sehen uns. Tschüssi.